Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Leute, diesmal zum vierten Spieltag oder viertes Spiel in der Champions League zu Hause gegen Benfica Lissabon 1:0. Super erwachsener Sieg, super souveränes Spiel. Ja, da gehen wir jetzt gleich mal ein bisschen genauer drauf ein, bewerten die Spieler. Bevor wir das tun, wie immer der Hinweis, sollte mir euch gefällt, was ihr seht, abonniert doch sehr gerne den Kanal. Damit unterstützt ihr einfach, was ich so tue. Und ist natürlich auf YouTube auch völlig kostenlos. Ne? Gut. Ich denke, von Minute 1 an, ja, haben wir das Spiel dominiert, haben das Spiel im Griff gehabt. Benfica hat den Leverkusen-Move gemacht. Ja, 1:1, dafür, dass das eine Mannschaft ist, die auch offensiv eigentlich sehr gut ist. Ich meine, ich habe nichts anderes erwartet. Ich habe es ja schon gesagt im Vorhinein. Ich denke, portugiesische Mannschaften sind immer sehr defensiv stark. Und das hat man dann auch mit einer Fünferkette gesehen, auch mit keinerlei Mut nach vorne. Wenn sie mal den Ball ansatzweise vorne hatten, haben sie natürlich gleich darauf spekuliert, dass Manu zu weit vom Tor steht und haben da aufs Tor geschossen. Das war aber auch alles. Ja, ansonsten hat nur eine Mannschaft Fußball gespielt und das war unsere Mannschaft. Wir haben eine sehr, sehr gute Balance gehabt. Ja, ich gehe mit. Wir waren am Anfang ein bisschen zu behäbig, zu wenig Bewegung vorne drinne. Immer so die letzten Bälle haben so ein bisschen gefehlt. Ja, aber man muss halt gegen so einen Gegner auch Geduld haben und man muss so einen Gegner auch erstmal bespielen. Ja, wenn er mit einer Fünfer- oder Viererkette da hinten drin steht, 20 Meter vor dem eigenen Tor, dann ist es auch schwer, da Räume zu kreieren. Und wenn du dann so ein bisschen wenig Bewegung drin hattest, wie wir es teilweise hatten, beziehungsweise haben wir den Ball zu lange immer am Fuß gehabt. Und Conny Leimer, der immer erst 20 Meter mit dem Ball gelaufen ist, dasselbe, teilweise Kimmich und so weiter. Dann ist das Spiel nicht schnell. Ja, das haben wir erste Halbzeit gesehen. Wir hatten dann 2, 3 Aktionen, wo wir das Spiel mal schnell gemacht haben. Dann wurde es auch gefährlich. Ja. Haben wir uns jetzt irgendwie 4, 5, 6 hundertprozentige erspielt? Nein, haben wir nicht. Aber wir haben das 1:0 gemacht. Musiala hatte danach nochmal eine Chance. Harry Kane hatte 1, 2 Halbchancen, wo halt einfach nichts anderes blieb, als den Torschuss zu suchen. Teilweise haben wir ein bisschen Pech gehabt mit den Entscheidungsfindungen heute. Ja, Conny Leimer, der sich irgendwie gar keinen Schuss genommen hat, obwohl er sehr, sehr oft zentral vom Tor war. Das war ein bisschen schade. Serge auch super komische Entscheidungen getroffen. Da haben wir heute ein bisschen Pech gehabt. Aber wir haben ein super erwachsenes Spiel gemacht. Ja, also ein paar Linien überragend defensiv, überragend mit Min-Jae Kim zusammen, auch Opa sehr stark. Also nichts zugelassen, auch gar nicht erst Benfica aufkommen lassen. Ja. Sofort jede zweite Ball direkt zurückerobert. Also bärenstarke Leistung, was das anbelangt. Und ich denke diesmal auch nicht irgendwie naiv. Auch gerade so die letzten 10 Minuten nicht irgendwie naiv nochmal nach vorne gestürmt, blind rein. Klar haben wir weiter versucht, nach vorne zu spielen. Die letzten 10 Minuten haben wir dann vielleicht mehr versucht, den Ball in reinzuhalten, was völlig fein war. Ja, ich denke, der Satz, ein super erwachsenes Spiel, trifft es eigentlich am besten. Ne? An so einem Tag musst du das 1:0 mitnehmen. Ja, hat natürlich auch ein bisschen mit reingespielt, dass dann auf einmal das Stadion tot war, mit der Stimmung, die weg war, wegen medizinischen Notfall und so weiter. Das hat natürlich mit reingespielt, dass es dann ein bisschen zäh war. Ja, erste Halbzeit, denke ich, das hat man der Mannschaft schon angemerkt. Generell, dass halt heute wenig Stimmung da war im Stadion, ist ein bisschen schade gewesen. Ja, aber die Mannschaft hat's trotzdem gut gemacht in so einem schwierigen Spiel und für uns ein super wichtiges Spiel, ja. Wenn man dahin guckt, dass es um die Top 8 geht. Da sind wir jetzt noch im Rennen, ja. Natürlich werden die Spiele nicht leichter mit Paris als nächsten Gegner, ja. Aber gut, wenn du die ersten 8 willst, musst du diese Spiele halt gewinnen. Ja. Gut, werfen wir mal einen Blick in die Statistiken rein, Leute. Aber ich denke, die werden eine eindeutige Sprache heute sprechen. Das war ja wieder Spiel auf ein Tor. Es hat nur eine Mannschaft Fußball gespielt, habe ich gerade schon gesagt. 74:26% Ballbesitz, Abseitsstellung 1:3, Fouls 8:8, Zweikampfquote 44:6 oder 45:55, Schüsse aufs Tor 10:0, Schüsse insgesamt 24:1. Das kann aber nicht stimmen, Benfica hatte doch auf jeden Fall einen Schuss aufs Tor.
Auch wenn es so ein Schüsschen war, aber der war aufs Tor. Wild. Naja, sei es drum. Ecken 10-0, angekommene Pässe 812 zu 251, Flanken 20-3. Schüsse insgesamt. Harry Kane 8, Musiala 4, Conny Leimer 2, Torschussvorlagen, Harry Kane 1, gewonnene Zweikämpfe. Musiala 9, Kim 7, Upamecano 6. Da fehlt mir ein Palinja. Da habe ich heute auf jeden Fall einige gewonnene Zweikämpfe gesehen. Ballkontakte 149, 149 Kimmich, 129 Davis, 125 Kim. Gefoult worden, schenken wir uns natürlich. Ja. Gut. Leute, gehen wir rein in die Benotung. Ja, die Aufstellung ist ja, abgesehen von Serge, der aufgestellt wurde für anstatt Coman, ist die Aufstellung ja 1:1, wie ich sie auch aufgestellt habe. Ja, war abzusehen, war zu erwarten. Ja, es ist halt, sind halt die Spieler, die gerade am besten drauf sind. Von daher alles fein. Ja, heute irgendwie den Superkniff gab's nicht. Nee. Gnabry weiß ich nicht, war mir ein bisschen zu lange auf dem Feld, wenn ich ehrlich bin. War nicht heute der Einzige, der irgendwie ein bisschen abgebaut hat. Ja. Ich gehe mal auf eine 3 heute beim Winnie. Ich gehe mal auf eine 3. Gut, Manuel Neuer. Manuel Neuer sehe ich heute auch bei einer 3. Hat er nichts zu tun, außer den einen Rückpass, den ich gesehen habe. Ansonsten war da nichts. Hatte wieder direkt am Anfang den Ball, den er spielt. Noch 2, 3 Bälle, die sehr, sehr schwierig wieder waren. Wirkte super unsicher am Anfang. Ja, keinen vernünftigen Ball gespielt zum Mann. Ich würde jetzt sagen, wurde besser. Kann man aber nicht beurteilen, weil danach eigentlich Manuel Neuer relativ selten am Ball war, weil, ja, wir gar nicht so weit nach hinten spielen mussten. War super selten. Und Benfica halt auch gar nicht rausgerückt ist aus ihrer eigenen Hälfte. Also selbst jetzt in der Nachspielzeit, in der 93. Minute, haben die noch hinten am eigenen 16er quer gespielt, anstatt den Ball nach vorn zu kloppen. Also da hat man schon die Intention so gesehen, was diese Mannschaft heute für eine Intention hatte bei uns. Also Katastrophe. Gut, von daher, Manuel Neuer können wir nicht wirklich gut bewerten, von daher Note 2. Opa für mich heute Note 2. Keine Schwäche gesehen, keinen Fehler gesehen, 1, 2 sehr starke Laufduelle gehabt, gute Pässe gespielt, das Spiel auch mit aufgebaut, war sehr ordentlich. Min-Jae Kim, für mich heute Note 1,5. Bärenstarkes Spiel. Ja, bärenstarkes Spiel, gefühlt auf jeden Fall kein Zweikampf verloren, super viele Luftduelle gewonnen, absolut nicht unsicher, gar nichts, immer auf der Höhe, immer heiß, immer konzentriert. Beide Innenverteidiger zusammen mit Palinja, Alter. Boah, Bombe. Ja, einfach Bombe heute. Joa. Damit kommen wir zu Fonzie Davis, wo ich mich ein bisschen schwerer tue. War eigentlich gut im Spiel drin. Ich muss mal eben hier die Xe verteilen. War eigentlich gut im Spiel drin, hatte jetzt aber zum Schluss dann doch nochmal 1, 2 Mal ein bisschen Probleme, wo sich da einfach hat austanzen lassen, obwohl Benfica nicht wirklich daraus Kapital schlagen konnte. Ansonsten war er auch voll auf der Höhe. Ja. Hat viel versucht, gerade erste Halbzeit, da war Gnabry mehr hinter Davis wie umgekehrt. War Davis der Offensive, hat er viel versucht, hat angetrieben. Wirklich viel gelungen ist ihm nicht, fairerweise, genauso wie Serge. Ja, hat aber sonst keine Schnitzer drin gehabt oder sonst was. War schon eine ordentliche Vorstellung. Ich schwanke gerade zwischen 2,5 und 3 bei ihm. Ja, komm. Gehen wir ihn aufgrund der schlechten Vertragssituation eine 3. Könnt ihr auch gerne eine 2,5 sehen oder eine 2. Das bleibt natürlich euch überlassen, Leute. Gut, dann natürlich Conny Leimer als Rechtsverteidiger war absolut zu erwarten. Ich weiß auch nicht, wie man da auf die Idee kommen konnte, da im Vorhinein irgendwie die Fernsehsender geschrieben haben, Kimmich als Rechtsverteidiger, Conny Leimer in der Mitte. Weiß ich nicht, wie man auf die Idee kommen konnte. Warum sollte man das ändern, was Kimmich die ganze Saison von Spieltag 1 an spielt? Weiß ich nicht. Wilde Nummer. Conny heute Note.
Conny Lime ist dasselbe wie Fonzie Davis. Ja? Beide sehr bemüht, aber so der letzte Kick hat gefehlt. Nichtsdestotrotz fand ich Conny Lime einen Tacken besser. Er hatte 1, 2, 3 bessere Szenen, war mehr im Offensivspiel eingebunden, als wie es Davis war. Hat leider die verkehrten Entscheidungen getroffen, gerade im 16er dann, Conny Limer. Wann er geschossen hat, wann er quergelegt hat, wie er quergelegt hat und dass er nicht geschossen hat, wenn er zentral am 16er stand. Das war ein bisschen schade. Aber er war auf jeden Fall einen Tacken auffälliger, ja. Defensiv war er nicht zugegen, weil er nicht gebraucht wurde. Von daher. Der letzte Touch hat leider ein bisschen gefehlt bei Conny. Aber hat sich reingehauen, hat sich reingebissen auch, ja. Aber das haben alle getan, die komplette Mannschaft, da gibt's gar nichts. Gut, damit kommen wir zu Palinja, der für mich zusammen mit Min Jae Kim der beste Mann auf dem Feld war. Von daher sehe ich ihn auch bei einer 1,5. Ich erinnere mich noch an die Szene, erste Halbzeit, wo Musiala da gegen 5 Leute durchfuhr, mit dem Ball verliert und dann kommt er da reingerauscht in die 5 Leute wie ein D-Zug, Alter. Ansonsten super starkes Spiel gemacht, ja. Was mir richtig, richtig, richtig gut gefallen hat, dass er fast immer hinterm Kimmich war, wenn der Gegner den Ball hatte. Ja. Hat die Räume da weggemacht. Auch im Pressing, ja, erste Halbzeit, eine Szene kann ich mich erinnern, wo er schlecht aussah, ansonsten keine Szene. Wo er war, hat er den Ball geholt. Ob mit einem normalen Zweikampf, ob in der Grätsche, ob hinten, wenn es gebrannt hat, mal wie in der Schlussphase eine Szene. Was heißt gebrannt? Ja, gebrannt für dieses Spiel. Ja. Super stark. Ja, ich glaube auch, dass er der Faktor ist, der in Verteidigung da auch nochmal einen gewissen Sicherheitsfaktor gibt. Ja, natürlich merkt man auch den Unterschied zu Pavlo. Ja, ist natürlich jetzt keiner, der das Spiel schnell macht. Ja, selten. Hat 1, 2 Mal auch das Spiel gut verlagert. Erste Halbzeit, das war ordentlich. Aber ansonsten ist er natürlich der das Spiel beruhigt, der das Spiel mehr auf Sicherheit hat. Dafür ist Josh da. Ja, und das Zusammenspiel klappt immer besser. Er sieht den Josh oft und gibt den Ball dann auch direkt zu Josh weiter, dass er das Spiel aufbauen kann. Ja, und damit kommen wir zu schon perfekter Übergang zu Josh. Ja, das hat heute so semi gut geklappt beim Josh. Hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet, was den Spielaufbau anbelangt. War teilweise wieder ein bisschen langsam unterwegs, so der Chipbälle kam auch nicht so. Erste Halbzeit, wo dann der Seitenwechsel war, Gnabry mehr über die rechte Seite, wo Kimmich dann auch mehr halb rechts gespielt hat, kam was Zusammenspiel, war auch Grütze. Auch er war super langsam im Aufbau heute. Vielleicht war das aber auch so gewollt, dass wir ein bisschen mehr auf Sicherheit sind, anstatt auf die Risikobälle in die Spitze. Das weiß ich nicht, schwer zu beurteilen. Dann gegen Ende hin nochmal so einen defensiven Unfall gehabt, ja, im Gegenpressing. Ja. Im Großen und Ganzen war es aber ordentlich vom Josh. Ja, auch da schwanke ich ähnlich wie bei Davies und Conny zwischen einer 3 und 2,5. Ich gebe ihm mal eine 2,5 aufgrund der bisherigen sehr, sehr guten Leistungen die Saison. Und er hat auch, der gerade erste Halbzeit war auch er, der präsent war, der das Heft des Handelns in die Hand genommen hat. Deswegen ist es schon gerechtfertigt, denke ich. Gut. Als nächstes haben wir den Serge. Serge Gnabry. Weiß ich nicht. Ich formuliere es mal so. Lasst mich eben hier die X eintragen für die Spieler, die nicht gespielt haben. Zack, zack, zack. So, Serge. Sehr bemüht. 100 Pro. Ja, super bemüht. Das kann man ihm gar nicht absprechen. Aber auch er, ja, eine Reingabe, erste Halbzeit, das war es offensiv. Ja, offensiv hat er nicht stattgefunden. Sorry. Ja, Katastrophe. Erste Halbzeit war Davis mehr offensiv wie Gnabry. Also Gnabry war super oft der defensive Part auf der Seite. Zweite Halbzeit, weiß ich nicht, hast du den Serge gar nicht mehr wahrgenommen. Ja. Dem ist gar nichts gelungen offensiv. Weder eine Flanke mal vernünftig reingebracht, immer einen Schritt zu langsam gewesen. Ja, tut mir leid für Serge, aber die Form geht dahin, wo sie hingeht. Ja, das ist halt Serge sein Leistungsstand, Leute. Nichtsdestotrotz, dafür, dass er sich reingehauen hat und defensiv da die Aufgaben tadellos erledigt hat in der ersten Halbzeit, kriegt er eine 3,5 von mir. Gut. Als nächsten haben wir Musiala.
Ja, Musiala, der goldene Torschütze natürlich, wieder per Kopf. Natürlich erstmal super vorbereitet von Harry Kane. Können wir natürlich darüber sprechen, ob er sich ein bisschen aufgestützt hat oder nicht. Abseits war es auf jeden Fall nicht. Ich würde es einfach mal unter verbuchen. Weiß, wie man sich durchsetzt. Und Musiala hat ihn dann reingeköpft. War ein guter Kopfball, auch mit Speed. Ja, das war ordentlich. Ansonsten Musiala hat ein super, super schwieriges Spiel heute gehabt. Warum? Ja, weil eine Fünferkette da stand mit 3 davor oder 4 davor und unsere Aufbauspieler, also ein Palhinha stand schon 20 Meter in der gegnerischen Hälfte. Ja, ein Kimmich dann teilweise 30 Meter, unser Innenverteidiger 10 Meter. Da war halt nichts für Musiala. Er kommt mal aus dem tiefen Raum und hat mal ein bisschen Platz, wenn er mal 1, 2 Spieler ausspielt. Nein, es war wieder so, Musiala hat den Ball am 16er gekriegt oder 2 Meter davor und soll dann da gegen eine Fünferkette anlaufen, ja, die ihn komplett zustellt. Also er hat super schwer gehabt, kam aber umso länger das Spiel ging, ein bisschen besser rein, hat viel versucht, viel geackert, für die Mannschaft auch das goldene Tor gemacht. Von daher für mich Note 2. Gut, dann haben wir natürlich Marco Elise. Michael. Fand ich sehr schade, dass er wieder so früh rausgenommen wurde. Ja, ist natürlich wahrscheinlich der Tatsache geschuldet, dass man Lieber bringen wollte unbedingt. Ich fand's schade. Ich fand, er hat ein gutes Spiel gemacht. Ja, auch er, erste Halbzeit, 1, 2 Ballverluste gehabt, die er aber auch wieder weggemacht hat, direkt im Umschaltspiel. Ansonsten war er der, ja, der was versucht hat da vorne, ja, der aber auch super stark mit nach hinten geackert hat, wenn es nötig war. Auch dann der Seitenwechsel, da hast du gleich mal gesehen, wie viel dann doch über die linke Seite gegangen wäre, ja, wo ein Gnabry dann über die rechte Seite war und du hast gesehen, wie schwach ein Gnabry eigentlich ist. Was den Offensivdrang anbelangt, ja, ich fand schade, dass er so früh raus ist. Für mich war es eine gute Leistung, von mir gibt es eine 2,5. Konnte sich leider nicht belohnen mit dem letzten Pass oder dem letzten Schuss, obwohl er 2, 3 Schüsse versucht hat, die dann leider geblockt wurden, hat er ein bisschen Pech gehabt. Also für mich war es eine ordentliche Leistung. Und leider viel zu früh ausgewechselt. Ja, deswegen auch für Vinny nur die 3 anstatt irgendwie eine 2 oder was Besseres. Gut. Als nächstes haben wir dann natürlich noch unsere Maschine Harry Kane. Harry Kane heute ohne Treffer, natürlich wieder mit einer Torvorlage. Ja, wie soll es auch anders sein? Ansonsten hat er heute geackert, gerackert. Gegen die Fünferkette hat er so viel gearbeitet, hat so viele Schüsse sich erarbeitet und genommen. War super präsent, für mich Note 2, auch ohne Tor. Hat super viel gearbeitet vorne. Also, das war wirklich krank. Wir haben es gesehen, 8 Schüsse oder was er hatte, ja. Auch ihm heute so ein bisschen 1, 2 Mal das Quäntchen gefehlt. Sonst gibt es da nichts zu sagen. Tadellose Leistung in meinen Augen. Gut, kommen wir noch zu den 3 Einwechselspielern, wovon wir Leroy Sané auf jeden Fall bewerten können. Weil er in der 56. Minute kam. Leroy Sané war für mich auf dem Level zwischen Serge und Michael, von daher Note 3. Kurz und schmerzlos. Ja, hat natürlich beim Tor den Riesenanteil, sehr, sehr gute Flanke, direkt geflankt, nicht wieder erst den Ball angenommen, noch mal 30 Meter gelaufen. Da hat man gesehen, was passiert, wenn man schnell spielt. Hat mir sehr gut gefallen, die Aktion. Auch sonst 1, 2 gute Aktionen gehabt. Ja. 1, 2 Mal kam er mir wieder zu dievenhaft rüber. Auch dann, dass er, oh scheiße, jetzt muss ich doch mal dem Ball entgegengehen und solche Szenen, weiß ich nicht. Ist aber einfach auch seine Art, mit der ich sehr wahrscheinlich nicht mehr warm werden werde bei uns. Ist halt einfach so. Aber wie gesagt, ich habe ihn zwischen Serge und Maike gesehen, von daher Note 3 von meiner Seite. Gut, dann haben wir noch King. Ja, King hat, ja, man sieht, er hat wieder Selbstvertrauen. Ja. Er kam rein, er hat was versucht, er war auffällig. Benoten können wir ihn jetzt nicht für die paar Minütchen. Und dass wir dann auch nicht mehr so viel nach vorne gemacht haben. Auch da der letzte Biss vielleicht manchmal gefehlt, aber wie gesagt, die haben ihre Spielweise ja nicht verändert. Ja, die standen weiterhin tief, es war super schwer für unsere Offensivspieler. Oft 1 gegen 2 und so weiter. Er war auffällig, man hat gesehen, er ist da, er hat sich bemüht.
Ja, das können wir zu King sagen. Ich blende ihn ein. Thomas Müller. Ja. Thomas Müller hat zum Glück keinen Ballverlust gehabt, der noch irgendwie hätte gefährlich werden können. Ich glaube, damit können wir es am besten beschreiben. War halt einfach nur gedacht, um, weiß ich nicht, Musiala den Applaus zu geben, die 30 Sekunden von der Uhr zu nehmen. Alles gut. Ja. Sonst Schiedsrichterleistung eigentlich okay. Mit Laufe des Spiels wurde es aber schlechter, fand ich. Ja, ich fand es okay, erste Halbzeit hat eine klare Linie gehabt, keine gelbe Karten, obwohl da ein paar Szenen bei waren für Gelb. Dann zweite Halbzeit war es irgendwie wild. Ganz komisch. Dann auch vorne das Foul an Harry Kane, was er dann nicht gepfiffen hat. Danach dann das Foul im Gegenpressing hat er gepfiffen. Also dann war es teilweise ein bisschen wild, was er da gepfiffen hat, weiß ich nicht. Wurde mit dem Laufe des Spiels eher schlechter wie besser. Aber im Großen und Ganzen war es eine durchschnittliche Leistung, würde ich sagen. Ja, Schlag ins Gesicht natürlich heute für Leon Goretzka, der kurz vor der Einwechslung stand. Ja, dann ist das Tor gefallen, durfte er sich wieder hinsetzen. Ich kann nur sagen, zum Glück. Das ist auch gar nicht gegen Leon gemeint, sondern für Palhinha, weil er hätte natürlich einen Palhinha runtergenommen. Also gehe ich jetzt von aus, ja. Alles andere hätte mich überrascht. Aber Palhinha hat ein so gutes Spiel gemacht, Alter. Ja, der hat so viele Bälle im Vorhinein. Ich meine, der Reporter hat noch gesagt, ja, wir sind enttäuscht von Benfica, dass sie sich gar nicht irgendwie rausspielen oder sonst was. Alter, wenn ihr Palhinha beobachtet habt, der hat so viel weggearbeitet, ja. Im Gegenpressing und im Räume zustellen und die Bälle dazu gewinnen. Also das war wirklich stark. Da hat man gesehen, ja, was er leisten kann. Ja, und man hat gesehen, wie heiß er war heute. Es war schade. Ich hätte ihm ein Türchen gegönnt, irgendwie nach einer Ecke oder sowas. Er war auf jeden Fall bis in alle Haarspitzen motiviert und so wie die ganze Mannschaft aber auch. Ja, aber er hat nochmal so den extra Kick gehabt, fand ich heute. Ja, deswegen war es gut, dass er auf jeden Fall auf dem Feld geblieben ist. Ja. Das hat man auch gesehen. Bis zum Ende war er präsent, war da, hat immer noch die Bälle weggearbeitet, die Zweikämpfe genommen und gewonnen. Sehr gutes Spiel. Ja, und man hat gesehen, das Zusammenspiel mit Josh wird besser. Ja, manchmal hat Josh sich im eigenen Ballbesitz fallen lassen, hinter Palhinha, um das Spiel ein bisschen aufzubauen von hinten heraus. Völlig fein, völlig gut. Aber sobald es ins Gegenpressing ging, waren Josh meistens vor Palhinha ein bisschen tiefer. Und trotzdem hat auch ein Palhinha im direkten Gegenpressing, ja, in der gegnerischen Hälfte ganz viele Bälle schon weggeholt. Fast alle Bälle. Also Hut ab für diese Leistung. Ja, zusammen, habe ich ja schon gesagt, mit Minje für mich die beiden besten Spieler. Ja. Das richtige Spiel zur richtigen Zeit. Ich denke, das war ein guter Test. Ja, gegen eine super defensive Mannschaft, die aber trotz allem auch mit Sicherheit das Spiel umschalten kann. Ja, und da haben wir haben sie gar nicht ins Spiel kommen lassen. Ja. Und sie haben dann auch gar nicht mehr an sich geglaubt zum Ende hin, das hat man gesehen. Ansonsten, was wir aber noch sagen können, erste Halbzeit hat mir Renato Sanchez sehr gut gefallen auf gegnerischer Seite. War defensiv sehr viel weggearbeitet, gerade gegen Gnabry und Davis. Das war schon sehr ordentlich, muss ich sagen. Ja, und in diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Vielen lieben Dank für euren Support. Und ja, wir werden sehen. Ja? Das nächste Spiel kommt mit Paris. Der nächste Fingerzeig, ob wir noch Chancen haben auf die Top 8 oder nicht. Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Haut rein, bis dann. Tschüss. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.